Marius, buenos dias, guten Morgen, bonjour. Schein Kaffee, das blüht clean, das ist ja eine tolle Sache. Nee, das hat er nicht gefragt, aber anyway, genug mit 4 Jahren. Schmeckt der Kaffee viel, schein aber noch mit Tollblüten, das wollte ich noch haben. Diese Werk wollte nicht in Video merken, wie in Eten merken, ist er wieder. Aber ich will ein Video merken, das auch eten, aber das eten ist für das Hort, oder für die Säule, oder für das Denken. Immerhin, letzte Sonntag, dann hat ein Winkler Manitoba, ich glaube, viele Kirchen, sie haben sich top gestohlen, und dann haben wir alle an die Kirche, durch den Park, durch den Humpel, haben sie gemerkt, kommen alle an den Kant in über die Seiten, und dann, der hat einen sehr feinen Prediger von, sie nennen es John Neufeld, Dr. John Neufeld, hat eine wunderschöne Andacht, und er redet von, einer Erweckungsversammlung oder von Revival, wo Menschen sollen frisch ableben, frisch sich Jesus übergeben. Und er redet noch von Vergeben. Und dann vertelt er eine Geschichte von 2 Brüdern, die haben vielleicht ein Geschäft gehabt, ich weiß nicht mehr, aber die sind sich irgendwie sehr doll geworden. Und verlangen haben sich so schlecht liegen können, die wir sich in den Stich gegangen, haben nichts von einer von anderen Weiten, als ich sagen, immerhin, und jeder einer, was die Brüder kann, der wisst, dass er sich da wird. Und nicht einer, der will beigeben oder den anderen zu Gott halten, früher oder tauschen, dass sie was anderes getan haben. Und so bleibt das. Und ein Tag, dann erst du eine Kirche in der Stadt, und auch was sie nahen Obenversammlungen von der Werk wieder durch, oder Erweckungsversammlungen, wo das Prediger hat eine sehr feine Botschaft, und viele Menschen kamen von weit und breit. Und eins aus, als er hat die Botschaft gehört, dann hat er Menschen eingeladen, wer will, die können fern kommen und Jesus ihr Leben übergeben, sich bekehren und ein anderes Leben auffangen, ihre Schuld und alles, was ihr bedrecken und weiter und wo man schwach hat, das können sie alle Charakter aufladen und verfrischen auffangen. So dann das eins Bruder, der wieder auch. Und der kam dann nach fern, er ist Mai, er wollte bloß nicht mal überziehen mit dir, er wollte mit seinem Bruder über reinmerken und er wollte ein anderes Leben auffangen. Das ist bloß zu schwach. Das hat immer mehr geschlagen. Und das hätte ich bei fern erst, die Bruder, da sieht er, dass sein anderer Bruder steht da auch, hat sich dabei fern top getroffen. Und dann fangen an den Thron zu rollen, und die fühlen sich da an, und die merken, dass die über rein, und die haben beide ihr Leben durch Jesus gegeben, und haben über rein gemerkt. Und weil ja Vergebung ist ein sehr schweres Wort. Ich kenne Menschen persönlich auch anders, die haben entweder eine Familie, oder zwischen Mann und Frau, oder vielleicht manche Geschwister, haben sich mal vereuert, und nu gehen sie sich in den Stich, gehen nicht allein. Und das Leben ist so sehr, sehr hart. Und weil wir hatten hier das auch, und nochmal hier das auch, und ich würde ja Menschen zu Gott holen früher, aber weil wenn die mir nicht was früher an zu Gott holen, dann wird ihm das nicht vergeben. Und weil wenn wir einen anderen vergeben, das tun wir für uns selbst. Ja, die kann gefallen mehr. Wenn du nicht nur fragst, wenn je den kann vergeben, dann hat je Frieden morgen. Dann hat je Import getan. Und das ist sehr viel leichter gesagt als getan. Ich weiß, das sind Menschen, die haben viel gerade Probleme. Du hast vielleicht, ich kann es sogar sein, wo jemand hat ihn gemordet. Und die sind im Gefängnis. Und diese Eltern, was ihr sehen, dann verloren haben, wo jemand den hat tot gemerkt. Die kommen da so weit, dass sie den können zu Gott holen, den dort vergeben. Und allein haben wir das nicht. Gott muss uns halten. Und bei Gott ist alles möglich. Dort ist sehr schwer, sonst dort etwas zu kommen. Und du sagst noch andere Dinge. Ich kann dir noch eine Geschichte vertellen von dieser eine Frau in Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Dass wir, sie bleibt wie ein Jude. Und die Hitler, die können die Juden so gründlich, sehr schlecht liegen, die haben die Millionen Menschen dort gemerkt. Und diese Frau, die auch, die wir da im Gefängnis, da in so einem Concentration Camp, wo sie da haben eingestappt, und wir in das deutscher Soldat,
der hat die früh einmal gebrockt und in die Tür gelegt und schrecklich schlecht behandelt. Sehr schlecht behandelt. Dann nachher noch mal, die krieg ich immer wieder, diese früh, der hat Jesus angenommen und sie können das so weit bringen, dass sie den deutschen Soldat können vergeben. Sie können den das ganz vergeben. Sie haben sehr gebeten über und dort hat geglaubt, Gott hat das geschenkt. Und Joren Lothar, das deutsche Soldat, der ist auch zum Glauben gekommen. Der hat sich auch Jesus sein Wort übergeben. Und aber abends hat noch einmal schwer, dass Himmel die früh hat sie gequält und sie gebrockt. Und dann sieht der Raum und forscht und sagen sie noch lebt oder er will mit der über reinjagen. Und er fängt die auch. Und einen Tag dann hat er dann so geplant, dass sie sich top traf und diese früh als sehr nervös und sie denkt bei uns, ich glaube, ich kann das nicht, weil der war da wohl sein. Dann wurde mir das alle drei frisch am Kopf durchgegangen und dann wurde es sehr schlecht geworden. Aber da, sie betet eben und sie bringt sich bei durch, sie traf den deutschen Soldat. Und sie geht dahin und sie handrieren und er kann direkt in die Augen dann checken und er kann sagen, ich habe dir das alle zu Gott geholt. Und kann sich da anfoten und kann sich gut sein. Weißt du, von Menschen, die dort nicht möglich sind, aber Gott kann das. Und ich weiß auch, dass noch viele andere Geschichten, die ich mit kann vertrauen. Aber Vergebung ist sehr, sehr wichtig. Weil wir nicht kann andere Menschen vergeben, gerade mit Busch, wo das erst Gott wird uns halten. Da wird Jesus uns auch nicht vergeben. Wenn wir uns was Menschen schlagen und wir können auch nächsten dort nicht vergeben, Jesus sagt klar und deutlich, dann wird wir dort nicht vergeben. So, Jesus sagt ja sogar, wir sollen uns Feind auch gut sein, wir sollen ihn auch bleiben. Und ja, ich dachte, ich würde ein bisschen von reden. Viele Menschen, die haben so viele Jahre einmal was mitgeschlagen. Hier ist noch eine Geschichte. In 1952, da wir Jim Elliot und ein paar andere Männer, mit der früh stop, die fuhren nach Südamerika, durch Ecuador. Das wir Missionären, die wollen die Indianer dort, das wir sehr viele Menschen, du am Bosch, viele haben noch zweimal bitte Menschen gesehen. Die leben dort, und sehr viele leben, und Mörder, und Menschen dort, und Fett, und man kriegt irgendwas, was von immer haben. Die kommen da und die proben die irgendwas, das geht mehrere Monate, dann proben sie die dort, zu befriedigen und das kommt schließlich auch so weit, man paar von den Indianern kann sie dann mit Gemeinschaft haben, mit reden und dann einen Tag kommen sie dann haben mit einem Airplane, kann sich dann kommt auf den Sohn sagen, sagen sie sich dort, sagen sie noch 2 Jahre und dann kommen ein paar über den. Und die sind auch freundlich und alles, und sie glauben, nu haben sie gewonnen. Das ist ein Ziel, wie sie wollen die Menschen das Evangelium bringen, dass Jesus kennenlernen. Und ein paar der Leute auf eins hastig dann, sie sind dann noch bei den Airplanes, sie hüsen durch den Raum und erst ein bisschen Angst, aber einmal haben, einen Tag, dann kommen ein paar Frühes über den. Und die sind nicht schaftig. Und auf eins hastig dann hier sie dort ein Geschrei, dann kommen diese Männer an mit Spießen und dann specken sie diese 5 Missionäre alle tot. Und den Airplane, den bringen sie da ganz zu nicht. Sind die 5 Missionäre alle tot gespeckt. Wie dann noch alles junge Männer. Anyway, die Früh ist an der Stadt, die Lüden, nur rechten, das so aus, weil sie horchen, dass das geglückt hat, oder dass das Schein gewonnen hat. Keiner fand. Und dann schließlich stecken sie noch andere Menschen an. Und dann sagen sie den Flieger, mein Airplane, dann sagen sie dort, der Airplane hast du uns nicht gebracht. Und dann kommen sie noch mit anderen Menschen daheim. Und dann fingen sie die Körper von diesen 5 Missionären, dann sie die alle begraben. Und wie würden sie denken, Gott, was lässt du dir tun? Gott, ich will hier fort, aber nee, die Frühes, was von den Frühes, die sagen, nee, wir wollen nicht abgeben. Unsere Männer sind hier nicht verdammt gestorben, zu Tod gekommen. Die können den Menschen dort vergeben, zu Gott holen, in 2 Jahren ein paar Frühes, die traten 3. Und die haben mit den Indianern geschafft, und die haben das Evangelium daheim gebracht, und die Männer, die das erste sich haben, Jesus übergeben und daheim genommen und bekehrt, dort werden die Männer gewas, was damals hatten, paar Jahre, die Missionäre durchgespeckt. Die haben ganz ihr Leben geändert. Und ich habe immer wahr gesagt, wenn ein Mensch kann vergeben, das bringt Frucht. So, ich möchte ihnen alle tun, mir und je alle, wenn wir erst was auf dem Worten haben, was je in den Nächsten haben, weil Gott das übergeben, weil wir
arme Kraft freien und die wollen uns die Kraft geben, um das zu geben. Dann kann ich Frieden haben, dann kann ich eine Friede haben im Leben und dann wird es doch viel schöner werden. So ich sage einmal, wir sollen leben, sollen vergeben, auch sollen leben. So, hier von Struggel Manitoba, ich hoffe, dass wir mit dem sehen. Und weil wir auch immer an die Menschen denken, die krank sind oder vielleicht einsam oder bedrückt. Wie weit ich immer nicht, was Menschen im Leben durchkommen. So, es wird fein sein, wenn wir an den Jammer haben, Menschen Motor sprechen oder mithalten, sonst wir können besiegen. So, hier von Struggel Manitoba, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und wir wollen einen schönen Tag leben. Gott hat uns für sich gemerkt, wir sollen anpreisen und loben. Ich weiß, ich tue das auch lange nicht immer. Ich bin noch mal verdrisslich. Jo, ich bin noch mal verdrisslich. Menschen sagen immer, wo kannst du immer so möglich sein auf deine Videos? Oh, aber du bist so möglich. Oh, als ich hier bin, dann wird jemand schaffen. Ich kann auch grenzen. Fragt meine Frau mal. Das hat er wenigstens nicht. Aber anyway. Und nachher denke ich, wollte sagen, sehr Dankeschön für alle Comments, die mir schicken. Motorspreken, sehr Dankeschön. Ich vergehe nie nicht zu danken für jeden alle. Und dort nicht vergeben für, da würde ich nicht sagen. So. Muss ich was für nächste Woche mal down. Aber das ist mein Video für diese Woche. Das ist von der August 19, 2022. So. Hasta luego, hasta la próxima, nächste Mal.